Sonne auf dem weißen Kies. Ich sag euch, es ist eine Isar-Flimmern mitten im Paradies. Sehr schön, freut mich. Wie gefällt dir das ganze Heimat-Sound-Konzept? Das Heimat-Sound-Konzept gefällt mir sehr gut. Da können junge Leute in Erscheinung treten und wir vom Urgestein können auch mitmachen. Das ist eine gute Sache. Reizt die auch, wenn es jetzt zum Beispiel, also es gab ja diesen Wettbewerb, wo jetzt ein Newcomer gewonnen hat, da hat die auch mal reizen, mit denen Leuten irgendwas zu machen, wenn du sagst, hey, das ist geil, das gefällt mir, mach ich was zusammen. Das haben wir ja schon gerade gemacht. Ja. Da wird ja das Lied gesungen, Sag mir, wo die Blumen sind. Und die singen das ja so schön. Das ist wunderbar. Und ich komme dann hinterher und dann singe ich mit einer zusammen. Das macht richtig Spaß. Was muss man haben, dass man Erfolg hat, jetzt auch in dieser Mundart-Richtung und im regionalen Bereich? Braucht man so einen ausgefallenen Look wie du oder gehört das schon auch dazu zumindest? Man braucht ein Herz und man braucht Mut und eine Aussage. Wenn man das hat, dann muss man noch sehr fleißig sein, man muss sein Instrument können, man muss sich in dieses Musikerleben hineinarbeiten und das ist mehr als Arbeit, das ist Leistung. Was ist deine Aussage? Wir dürfen uns nicht gegenseitig verletzen, wir müssen uns lieben, wir müssen uns respektieren und ehren. Darfst du die in diese Kategorie Heimatsound mit einreihen oder hast du einen ganz eigenen Stil, wie du das beschreibst, was du machst? Natürlich gehöre ich zum Heimatsound dazu. Der Trend ist ja jetzt auch immer, also es kommen immer mehr Leute, die bayerische Musik machen, regionale Künstler. Es ist so der Trend immer mehr auch in die Richtung, dass das interessanter wird. Ist das jetzt für die auch gut oder ist dir das wurscht, weil du sagst, ich mache mal Ding, wurscht, ob das ein Trend ist oder nicht? Wurscht ist mir gar nichts. Gibt es irgendwas, was du musikalisch überhaupt nicht magst, was dir total auf den Keks geht? Wenn es verlogen ist. Also wenn es dort singen und nachher schon dabei haben, ist es nicht echt. Das mag ich nicht. Das spürt man auch ganz schnell. Das mag ich nicht. Ja. Aber ich bin kein, sagen wir jetzt, ich bin keine Blues- oder Jazzpolizei. Gibt es sonst noch was du gern hörst? So eins von dem neueren Zeug zum Beispiel, darfst du dir auch irgendwie so ein Techno-Kram auf? Ja klar, ja? Ich bin Metallica-Fan. Vor 50 Jahren hat man Jazzmusik gehört. Da war das eine Musik, was alle gesagt haben, um Gottes Willen. So, da gibt es einen einfachen Satz. Musik, was ist Musik? Musik ist, das Ohr zu erfreuen, das Herz zu rühren und den Verstand in angenehme Tätigkeit zu versetzen. Bist du irgendwie Fan von jemandem, der so bayerische Geschichten macht? Hast du jemanden? Ja, ich bin der Claudia Korek-Fan. Weil die Claudia, das ist die bayerische Nachtigall. Singt für mich wie im Paradies. Was erwarten wir jetzt von dir in Zukunft? Musik, Musik, Musik. Ja klar, ich will auch mal wieder eine neue Platte machen. Ich habe schon viele Lieder, die nicht veröffentlicht sind. Ich habe ja live gesungen, weißt? Ich bin ja kein Industrieheini. Ich bin der Isar-Indianer Willy Mikl, ein sogenannter Indie. Ich bin der erste deutsche Indie. Ich habe von Großes Geheimnis Wakantanka die Aufgabe bekommen, das Folgende zu berichten.